Ist es an? Läuft das Mikro? Yeah. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch und zum neuen Video. Heute gibt es ein richtig geiles Battle. Ich mache heute Kacke zu Hörnli. Wir haben heute Abend sehr viele Gäste. Und ich habe gefunden, ich kann doch etwas Einfaches, Feines nachkochen. Und habe gefunden, ich kann eigentlich Kacke zu Hörnli machen. Weil ich kenne die Gäste alle sehr gut, aber Kacke zu Hörnli, wer hat es schon nicht gern? Und dann habe ich gesehen, dass der Thermomix, himself auch ein Rezept für Kacke zu Hörnli hat. Dann habe ich mir überlegt, so, das wäre jetzt eigentlich mal noch eine geile Gelegenheit, mal ein Battle zwischen mir und Kollegen Essig nebendran zu machen. Und darum machen wir heute Kacke zu Hörnli. Also, wichtig ist bei Kacke zu Hörnli. Kacke zu Hörnli, das ist, glaube ich, so ein Schweizer Nationalgericht und ich bin überzeugt, dass es ganz viele verschiedene Rezepte gibt. Es gibt nicht so das Kacke zu Hörnli-Rezept. Habe ich das Gefühl, ihr könnt mich gerne korrigieren, ich mache Kacke zu Hörnli nicht immer gleich und ich zeige euch heute mal eine Version, und es beisst mich hure mühsam an der Nase, das ist wirklich zum Kotzen. Es beisst einem nie an der Nase, ausser die Kamera läuft, egal. Also, wo bin ich jetzt bleiben stehen? Jetzt bin ich rausgefallen, geil. Also, ich mache heute eine kleine gemüselastigere Version. Da kann man das Zeug noch ein bisschen strecken, aber auch nicht so viel Fleisch. Genau, also, jetzt für mein Rezept und nicht für den Thermomix brauchen wir Hackfleisch, logisch. Dann habe ich Zwiebeln, sieht man es nicht? Zwiebeln und Knoblauch. Ich habe ein bisschen Rüebli und braune Champignons. Dann natürlich Öl zum Anbraten, ein bisschen Mehl zum Abbingen. Dann schiesse ich Weisse drin für so eine Säure. Ich koche wahnsinnig gerne mit Weisse. Ich reibe mir noch gerne ein. Und dann habe ich hier eine Kraftbrühe, also Bouillon. Und dann am Schluss soll ich die Sauce bingen. Und jetzt könnt ihr mich umbringen. Nein, nicht, aber es geht. Ich finde einfach Bratensauce gekauft, die hure geil. Vor allem in einem Kacke zu Hörnli, weil das ist für mich so ein Kindheitsding. Als ich Kind war, hat man das noch irgendwie noch dürfen. Genau, also ich will hure gerne mit Bratensauce arbeiten und ich bringe Bratensauce selber einfach nicht so geil her wie aus der Tube, es tut mir leid. Ich bin ein Opfer, ja, gebe ich ja zu. Also, wir fangen jetzt an mit meiner Version von Kacke zu Hörnli, weil ich wollte die wirklich eine Zeit lang einkochen und so. Und ich kann dann während das einkochen mit der Krücke arbeiten. Gut, also, jetzt gehen wir kochen. Ah ja, habe ich noch vergessen zu sagen, noch ein bisschen Salz und Gewürz, das brauchen wir natürlich auch so, noch ein bisschen Kräuter zum Garnieren. Habe ich jetzt alles herstellen. Egal, los! So, als erstes das Hackfleisch anbraten. Hui! Ein bisschen viel Gemüse, jetzt will ich das Gemüse drunter mischen. Ja, ich probiere es zumindest. So. Sorry, der Stefan ist irgendwie am Telefon, aber ist egal. Ich habe jetzt so ein bisschen Mehl drüber, das jetzt abbingen und dann wird es abgelöscht. Tada! Mit Weisswein ablöschen und dann ein bisschen einkochen. Jetzt noch ein bisschen Bouillon rein. Ui! Scheisse. Ja, und dann tue ich das einfach alles einkochen, etwa für 1-2 Stunden. Man sieht nichts, geil. So, ja, jetzt die Helligkeit ein bisschen abstellen und jetzt geht es hier mal weiter. Was muss ich als erstes machen? Jetzt fängt es an. Also ich muss jetzt in die Sprints-Dings, das wäre der Käse, das brauche ich jetzt nicht, das tue ich einfach überspringen. Als erstes kommen mal die Zwiebeln rein, dann kann ich wieder auf weiter. Dann habe ich Knoblauchzehen, die muss jetzt natürlich noch schninden. Wo haben wir? So, jetzt geht der Knoblauch rein und dann muss ich da den Mixdeckel drauf tun. Auf weiter drücken und jetzt wird es verdammt laut. Ach du Scheisse. Als nächstes muss ich Öl drin tun. Ihr seht, hier ist schön dingselt. Und jetzt, man sieht es auf der Kamera einfach beschissen, jetzt muss ich Rinderhackfleisch drin tun. 500 Gramm. Und die Waage, man sieht es nicht, ist integriert im Gerät, das ist noch geil. So, 500 Gramm. Habe ich gut abgeschätzt. Dann braucht es hier einen Esslöffel Mehl. Jetzt habe ich anstatt dem anderen Deckel so einen Spritzschutz drauf. Und jetzt muss es 3 Minuten einfach köcheln.
Dann geil. So, was machen wir jetzt als nächstes? 4 Esslöffel Tomatenpüree. Also tun wir das rein. Dann 250 Gramm Wasser, aber ich tue jetzt gleich Bouillon rein. Weil ich habe Erfahrung gemacht, dass sie immer ein bisschen dürftig würzen. Noch ein bisschen mehr Bouillon drin. Und jetzt das Ganze 20 Minuten chillen. Und jetzt kann ich machen, was ich will. Was ich will. So, dann habe ich jetzt eine Bratensauce drunter gemischt. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Teig geworden. Und jetzt geht es ans Testen. Hier Mini und hier Thermomix. Mal schauen. Hier haben wir die Version Thermomix und hier Mini. Und jetzt würde ich sagen, wird mal reingehauen. So, also, Kochvorgang, ganz klar, muss ich wirklich sagen, Thermomix halt einfach mega easy, weil es halt viel weniger Zutaten drin hat als ich. Also ich habe noch Gemüse drin und im Thermomix ist einfach Zwiebeln, Knoblauch, Hackfleisch, Tomatenpüree, Flüssigkeit, ein bisschen Gewürz und bei mir jetzt einfach, ja, jetzt halt auch noch Pilze drin und Rüebli und es gibt natürlich der ganzen Sache Konsistenz, aber es geht natürlich viel länger, weil es einfach ready to eat ist. Ich probiere jetzt zuerst mal meine. So. Also ich stehe im Hintergrund übrigens so immer noch ein bisschen am Köcheln, das geht auch jetzt ein Zeit, bis sie dann definitiv fertig ist, aber ich will einfach mal fertig werden mit dem Video. So. Schöner Biss. Natürlich schmeckt man die Bratensauce, die ich drin habe, rein da. Es ist relativ ein helles Kackenzuhörnchen, weil ich einfach Weisswein drin habe. Ich kann natürlich auch mit Tomatenpüree und Roten arbeiten oder, ja, oder einfach den Alkohol ganz lassen, aber ich habe einfach noch gerne ein bisschen Weisswein drin. So wie gerne. Also gut. Easy peasy. Und jetzt kommen wir zum Thermomix. Was extrem von Anfang an auffällt, ist, es hat eine ganz andere Konsistenz. Es ist ziemlich verhäckselt. Also es ist mehr so ein bisschen, es ist extrem fein. Ich sage nicht, es ist ein Püree, aber es ist extrem fein. Aber es muss nichts heissen. Das ist vielleicht zum Beispiel solche, die kleine Kinder haben, vielleicht sogar noch gäbig. Also, ich möchte da nicht urteilen. Es schmeckt anders als meins. Man muss definitiv noch nachwürzen. Es schmeckt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen fleischiger, animalischer. Es ist easy. Ich persönlich, mir fehlt jetzt halt einfach wirklich ein bisschen der Biss vom Gemüse drin. Aber es ist natürlich mega schnell gemacht. Ich einfach davonlaufen 20 Minuten und dann war es fertig. Also rein von der Zeitersparnis her bin ich jetzt eigentlich überrascht, dass man relativ schnell fertig ist. Aber ich finde jetzt meine vom Geschmack her viel, viel geiler. Jetzt wäre es eigentlich cool gewesen, hätten wir jemanden gehabt, der keine Ahnung hat, was ist. Ich kann natürlich schon den Stefan fragen, aber er weiss genau, wie mein Kackenzuhörnchen schmeckt. Das ist einfach das Blöde, am spontan Videos drehen. Meine Beste, aber sicher auch easy, kann man machen, ist nicht nötig. Aber ja, wenn man vor allem wenn man halt das Gerät hat, frisch hat man sehr viel ausprobieren und so. Also ja, kann man auch machen, aber man muss wirklich noch nachwürzen und so. Ja, muss ich natürlich bei mir nicht. So, also, ja, voilà, fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, falls es euch gefallen hat, Daumen gegen oben würde mich natürlich freuen. Oder schreibt mir doch in die Kommentare rein, was ich schon mal noch verbetteln oder wie ihr das Video gefunden habt. Vielleicht habt ihr es so langweilig gefunden. Mir hat es sehr Spass gemacht, das aufzunehmen und ich würde sagen, hey, bis gleich.